Ich beweise mal einen Bibeltext mathematisch. Der Schlüsselvers für mich ist, wo es heißt, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wisst ihr, was die Kirche, was wir Christen eigentlich gemeinsam haben? Unser gemeinsamer Nenner, und das ist ein toughes Statement, es ist nicht Jesus. Es ist nicht Jesus, sondern es heißt in diesem Text, die Schwierigkeiten, eigentlich unsere Verletzlichkeit. Der Zähler, das ist Jesus Christus. Das ist das, was zählt in unserem Leben. Es ist eine Bruchrechnung, eine Gleichung, eine Formel, wie Kirche funktioniert. Weil das Resultat ist tiefe Gemeinschaft. Tiefe Gemeinschaft mit Christus, aber vor allem auch tiefe Gemeinschaft mit Menschen. Wenn wir uns verletzlich machen und auch zeigen, wir sind noch nicht die Winners. Be a winner, be a sinner. Wisst ihr was? Ich habe damit Probleme, weil auch als Christ bin ich noch lange kein Winner. Ich bin genauso ein zerbrochener Mensch, der genauso fightet mit dem Leben und genau Mühe hat, dass Dinge nicht so funktionieren, wie ich es mir vorgenommen habe. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Jesus ist das, was zählt, der Zähler. Er gibt den Wert für unsere Identität, wer wir sind. You know, Hagar is in the wilderness, she's in the desert. Hagar ist in der Wüste, But God sees her. aber Gott sieht sie. When God gets ready to find you, Wenn Gott sich unterwegs macht, um dich no zu matter what the finden, situation you are in, egal wie die Situation ist, wo du if drin it's bist, a physical illness, sei es physische Krankheit, if it's emotional pain, wenn es irgendeine emotionale if it's a Schmerz ist, disappointment, wenn es Enttäuschungen sind, God comes after you and He finds you. Gott kommt zu dir und er findet Sometimes dich. say, oh, I found the Lord. In that way, I found the Lord. But actually, God finds us. Wir sagen so oft, ich habe Gott hier und da gefunden oder erlebt, aber eigentlich kommt er und findet uns, begegnet uns, God is never lost. weil Gott ist nie verloren. We get lost into our depression, Wir verlieren uns into chaos, in Depressionen, wir kommen ins Chaos into our inability to overcome things. oder irgendwelche Unfähigkeiten, irgendetwas auf die Reihe zu kriegen. Ich habe den Lockdown geliebt. Ich habe es auch gesagt ein paar Mal. Für mich war es eine tolle Zeit. Wisst ihr wieso? Ich war so froh, dass ich euch nicht sehen musste. Weil ich ging durch wirklich schmerzvolle Zeit. Und es war schwierig, diesen Schmerz mit anderen zu teilen. Juana war so absorbiert, wir hatten keine Intimität. Sie hat kaum mit mir gesprochen. Da war kaum körperliche Nähe. Da war wirklich eine Wand. Und ich bin wie verkümmert. Und da sind Dinge in mir hochgekommen, die kannte ich gar nicht. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich mein größter Schmerz, die Absenz von Intimität, von tiefer Gemeinschaft. Und dann bist du so in einem Teufelskreis drin, weil du diesen Schmerz irgendwie auch nicht preisgeben willst. Dann ziehst du dich von allem zurück, so wie Hagar. Du gehst in die Wüste, nabelst dich von der ganzen Welt ab. Und es sind ganz viele, die das momentan machen, in deinem Umfeld. Weil es ist einfacher, denkt man, sich abzunabeln und in der Wüste zu sein, als sich in eine Gemeinschaft zu geben, wo der Schmerz irgendwie sichtbar wird. Aber der Schlüssel ist eben, es ist auch heilbar. Und deshalb bin ich so ein Fan von Kirche und deshalb bin ich nicht irgendwo in der Privatwirtschaft etwas am tun. Und deshalb glaube ich, dass wir mehr als immer ein sozialer Club sind, wo wir ein bisschen Gottesdienst feiern und unter der Woche uns ein bisschen treffen und noch ein paar Leuten etwas Gutes tun. Was die Kirche bietet und wofür wir uns hingeben, ist, dass dies möglich wird. Eine tiefe Intimität mit Gott. Das braucht der Mensch. Aber auch Intimität, ein Verstandenwerden, ein Gesehenwerden, ein geachtet werden, wenn du ein Nobody bist und du denkst, ich gehöre nicht dazu und ich bin schlechter als alle anderen und du verstehst deine eigene Welt nicht.